Geheimnis der deutschen Sprache. Guten Abend und willkommen zu einer neuen Folge von dem Podcast Geheimnisse der deutschen Sprache. Heute werden wir die Aufnahme live aus Aarau durchführen. Heute habe ich als Gast Hung. Guten Abend, Hung. Danke, dass du die Einladung angenommen hast. Guten Abend, David. Danke vielmals für die Einladung. Und wir haben uns über die sozialen Netzwerke kennengelernt, da du dich besonders um das Thema Finanzen kümmerst, indem du tatsächlich viele Inhalte sammelst, auf eine sehr praktisch bezogene Art, lustige immer präsentierst und wo immer wieder du auch Fragen von deiner Community Stellung nimmst. Wie hat es bei dir angefangen, das Interesse für die Finanzen zu entwickeln? Ja, genau. Also ursprünglich habe ich Banken und Finanzen studiert. Also ich habe mich immer sehr gerne mit Finanzen auseinandergesetzt, oder? Und seither hat mich das Thema nie losgelassen. Also ich bin immer in Kontakt getreten und ich habe verschiedene YouTube-Videos anschauen vor 5-6 Jahren und seither ist das Thema immer präsenter geworden. Und ich setze mich sehr gerne mit Geld aus, mit dem Thema. Ich tue offen darüber reden, sprechen mit Kollegen, aber auch mit Followers, die mich followen. Und das ist sehr interessant. Aber das heißt, genau, das war nicht immer so. Es gab einen Zeitpunkt, wo du dieses Interesse entwickelt hast. Mit anderen Gast, mit Angela von Miss Finanz, wir haben gesprochen, dass Finanzen und Fremdsprachen einen ähnlichen Anfang haben. Also das heißt, diese Angst, das zu üben oder sich damit auseinanderzusetzen. Die Frage wäre, wann sind die Finanzen dir nicht mehr Spanisch vorgekommen? Ja, eben, also ich würde sagen, echt gerade nach dem Studium habe ich versucht, dort hatte ich mal den ersten grossen Lohn gehabt und ich wollte etwas mit dem Geld machen. Ich wollte nicht, dass es nur auf dem Sparkonto dann dahin schmilzt, oder, wie man so schön sagt. Und ich möchte das Geld irgendwo durch vermehren. Und durch Bücher, durch YouTube-Videos habe ich mir das Wissen angeeignet und den theoretischen Hintergrund mit dem Studium habe ich verschiedene Wege herausgefunden. Und eben, bei mir hat es etwa vor 5-6 Jahren angefangen und seither tue ich das Geld gewinnbringend investieren. Oder ich versuche es langfristig zu investieren, das Geld. Weil ich finde, das Geld auf dem Konto heutzutage mit der Inflation, da bringt es einfach nicht. Oder? Es gibt Wege, wie man das langfristig anlegen kann. Ja. Weil wir uns so ein bisschen Gedanken machen über unsere Generation, wir denken meistens kurzfristig, oder? Wenn wir so immer wieder diese Prospekte mit dem Angebot hören, es geht darum, ja, ich habe so ein bisschen gespart, aber so richtig Gedanken machen, wie es langfristig weitergeht, tun wir uns nicht. Ist das so die Mentalität der Schweizer allgemein oder was weicht das von der Norm ab? Wenn du sagst, okay, ich bin seit 5-6 Jahren dabei, Geld langfristig zu investieren. Ja, also ich finde, der Durchschnittsschweizer, er ist einfach nicht informiert über das Thema. Es wird auch nicht gelehrt in der Schule, was sehr schade ist. Also ich fände es echt noch gut, dass 2 Stunden in der Woche, dass man über das Thema Finanzen offen darüber spricht, oder? Und auch in der Arbeitswelt, es ist sehr schwierig mit Arbeitskollegen über das Thema Geld, Finanzen, Lohn zu reden. Und ja, meine Kollegen im Geschäft, sie möchten zwar, dass sie eine schöne Rente haben, aber sie haben eben, wie gesagt, das Wissen nicht, wie man Geld gewinnbringend investieren kann. Auf der anderen Seite auch, sie wollen nicht so lange warten. Oder? Wenn man langfristig investiert, oder 10, 15, 20, 30 Jahre, sie wollen jetzt das Leben genießen, sie wollen jetzt konsumieren, jetzt Geld ausgeben und das langfristige, die langfristige Sicht, das sehen sie einfach nicht. Wie könnte man das sozusagen beibringen, damit diese Arbeitskollegen, diese Menschen in unserem Umfeld nicht abgeschreckt davon werden?
Jawohl. Also ich würde sicher mal empfehlen, vielleicht zu einem Berater sogar zu gehen, aber ich würde nicht bei einem Berater die Produkte kaufen. Also vielleicht mal für einen ersten Berater, Bankberater von der Hausbank, ist das sicher eine gute Sache, dass man sich mal mit der Materie in Kontakt kommt. Aber Produkte, wie gesagt, würde ich nicht kaufen und mich dann selbstständig im Internet mit verschiedensten kostenlosen Materien informieren. Oder es gibt ja YouTube-Videos, es gibt super Podcasts, es gibt super Bücher, die man auch kostenlos bekommt. Und einfach mal anfangen, einfach den ersten Schritt mal machen und mal schauen, was mit dem Geld passiert. Oder? Das gehört auch dazu, wie das kennen wir, oder? Wenn wir zum Beispiel eine neue Fähigkeit anfangen zu lernen, wie Fahrer, Velofahren oder Tennis spielen, dass immer wieder werden am Anfang so Fehler passieren. Erwarten wir das auch bei einer so Investition oder bei der Auseinandersetzung mit Finanzen? Ja, auf jeden Fall. Also, das Investieren hat ja auch mit Emotionen zu tun. Es gibt ja im Markt gibt es ja nicht nur gute Zeiten. Gerade jetzt dieses Jahr haben viele Investoren müssen sehen, wie sie Buchverlust gemacht haben. Oder? Und wenn sie jetzt nicht dabei bleiben und wenn sie jetzt aufgrund von Angst das Geld rausziehen, dann machen sie definitiv Verlust. Oder? Wenn man investiert, muss man da langfristig sehen. Oder? Die 7-8%, oder? Die man macht, das ist langfristig über 10, 15, 20, 30 Jahre. Und das muss man sehen, dass man nicht schnell Gewinn machen kann. Und dieses Aushalten ist auch ein Teil von dem Prozess, tatsächlich. Genau, ja. Es ist, irgendwo durch im Kopf muss es Klick machen. Ich würde wirklich empfehlen, Bücher zu lesen über das Thema. Es wird in verschiedenen Büchern sehr gut erklärt. Oder? Und der Zinseszins kann nur wachsen auf dem Kapital, wenn man das langfristig macht. Und, ich würde mit einem kleinen Betrag anfangen, vielleicht auch mit einem Robo-Advisor wie Selma zum Beispiel. Es gibt eigentlich momentan sehr gute Angebote auf dem Markt. Und sich mal informieren und eigentlich mal anfangen. Ja. Weil vielleicht einige Zuhörer oder können ein bisschen sich überlegen, okay, was passiert, wenn ich damit einen Konflikt erzeuge. Ich komme aus einem Land, aus Spanien, wo es dieses Sprichwort gibt, dass bei Liebe und bei Finanzen kracht es in der Regel. Und deswegen wäre ein bisschen so diese Hürde, oder, die man so am Anfang hat, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt. War es auch bei dir so? Hat es in deiner Familie, jetzt in deinem privaten Umfeld gekracht, da du dich mit diesen Finanzen anderweitig ausgetauscht hast? Ja, also ich finde es echt noch lustig, weil vor 4, 5 Jahren hat echt niemand von meinem Umkreis, in meinem Freundeskreis, in meiner Familie, hat sich niemand mit Finanzen beschäftigt, mit Investitionen. Und seit ich angefangen habe, seit ich da vermehrt publiziere, auch in den Storys, die ich mache, interessieren sich immer mehr. Also, da kommt zum Beispiel meine Schwester und fragt nach besonderen Firmen, die man aufkaufen könnte. Ich meine, die Aktien und auch Kollegen. Es kommen immer mehr in der letzten Zeit Anfragen, ob ich Ratschläge geben könnte. Oder? Und auch komplett fremde Menschen mir auf Instagram schreiben, mit was hat sich das auf sich, die Investition. Kannst du mir bitte noch näher darauf eingehen? Also es ist sehr spannend. Ja. Und wie gesagt, ich mache auch Fehler, ich tue mich mit Investitionen auseinandersetzen, aber ich sehe das Langfristige, dass man langfristig auf jeden Fall einen Erfolg erzielt. Dieser Austausch, diese Auseinandersetzung hat dich auch nach vorne gebracht. Also einige Beiträge hast du zunehmend auf Englisch erfasst. Denkst du, dass es einfach hilft, nicht nur auf Deutsch, sondern auch auf andere Sprachen, diese Beiträge
nach außen zu bringen? Ja, ich finde, die Schweiz halt, ist doch ein recht kleines Land und unter meinen Followers hat es halt internationale Leute und ich wollte das Thema Finanzen auch ihnen näher bringen, als wenn ich es nur auf Deutsch oder auf Schweizerdeutsch aufzeige, verstehen sie ja nichts und darum versuche ich, wenn möglich auch auf Englisch da zu publizieren. Trotzdem sind wir sehr dankbar, dass du extra auf Schweizerdeutsch für unsere Zuhörer sprichst, weil ansonsten ist es auch schwierig, weil, wie du sagst, genau, es ist einfach eine Mischung, ja, traue ich mich nicht zu, für wen mache ich das, aber ich glaube auch die Möglichkeit, dass man auch regional einfach hört, wie unterschiedlich jeder Schweizer spricht, bringt auch die Deutschlernenden nach vorne, vor allem diejenigen, die sich in der Schweiz integrieren möchten. So hast du gesagt, seit 5-6 Jahren bist du einfach unterwegs mit diesen Finanzen, dass du dich damit auseinandersetzt. Wann bist du sozusagen in diese Instagram-Welt eingestiegen? Mit dieser Mission oder mit dieser Haltung, ja, ich will den Menschen was beibringen? Ja, also ich würde sagen, sicher vor 4 Jahren, als ich die ersten Stories gemacht habe und Resonanz bekommen habe von wildfremden Menschen, die mir Fragen stellen und ich so gut wie möglich die Fragen beantworte. Und ja, seither hat das angefangen. Ich bin halt beruflich und privat sehr viel unterwegs auch und zwischendurch kommt das Thema Finanzen ist ein bisschen in den Hintergrund gerückt, aber nichtsdestotrotz mein Herzblut, meine Passion für die Finanzen war immer da gewesen, ja. Wie war es für dich, in diese digitalen Welten einzusteigen? Gab es da Ängste, zum Beispiel vor diesen Anfragen? Kannst du die gerecht werden zum Beispiel? Ja, das auf jeden Fall. Und ich habe mit bestem Gewissen versucht, die Antworten zu geben und sie sind immer zufrieden gewesen und sind weiter in Kontakt geblieben. Wir versuchen sich auch offline sich zu einem Kaffee oder zu einem Bier zu treffen und dort den Austausch weiter zu pflegen. Ist das schon passiert, dass du eine Art von Community, das kenne ich von anderen, wieder ein paar gehört mit Finanzstrudel, dass du tatsächlich andere gleichzeitig irgendwo mitgenommen hast und eine Art von Stammtisch organisiert hast? Das noch nicht, aber die Möglichkeit besteht sicher. Also es sind eben schon Anfragen gekommen, aber ich bin eigentlich nicht der Mensch, der sehr gerne im Mittelpunkt steht. Darum habe ich das jetzt immer hinauszögert. Aber die Möglichkeit besteht auf jeden Fall. Ja. Bei mir, also wenn ich mit diesem Projekt vor 2 Jahren angefangen habe, ich war tatsächlich sehr hin und her, weil genau, ich schätze sehr so meine private Sphäre, aber ich habe bemerkt, wenn ich das nicht über diese sozialen Netzwerke veröffentliche, ich bekomme, wie du gesagt hast, keine Resonanz. Wie pflegst du dein digitales Ich? Ja, also ich bin eigentlich schon recht vernetzt, beziehungsweise online in den sozialen Medien, also sei das Facebook oder Instagram. Also ich bin recht häufig online, also wenn ich nicht arbeite oder wenn ich nicht studiere. Selbst im Studium bin ich eigentlich recht viel online und wenn ich Anfragen bekomme, versuche ich die Anfragen so schnell wie möglich zu beantworten. Aber wie gesagt, ich habe noch andere Verpflichtungen und es ist alles unter eine Balance zu bringen, ist schon anspruchsvoll. Wie viel Zeit denkst du, ist es angemessen, sich so mit diesen Stories oder mit diesem Inhalt über Finanzen auf den Netzwerken zu beschäftigen? Was hältst du für angemessen im Sinne von Selbststudium versus diese Inputs von anderen Menschen? Ja. Ich denke, das ist von Person zu Person unterschiedlich und also wenn man guten Content möchte bringen, muss man wirklich dranbleiben und sich 2-3 Stunden pro Tag muss man, investieren, damit die Themen auch an die Followers kommen, dass sie unterhalten werden, oder? Das
2-3 Stunden muss man schon rechnen pro Tag, wenn man guten Content bringen möchte. Du hast auch am Anfang gesprochen, dass Finanzen haben viel zu tun mit Mentalität, mit dem sogenannten Mindset, das man immer wieder so hört oder auf Podcasts und auf andere Quellen. Wenn du jetzt das vergleichst in der Schweiz mit anderen Ländern, wie ist der Mindset bezüglich Finanzen? Ja, eben, also wie gesagt, ich finde, der Schweizer hat noch einen langen Weg vor sich. Viele Schweizer haben wirklich keine Ahnung, was investieren heisst, was Geld vermehren heisst, was sparen heisst, was Kostenoptimierungen heisst. Finanz ist so ein grosses und komplexes Thema und viele wollen sich auch nicht damit beschäftigen. Viele sind auch nicht in Kontakt gekommen in der Schule oder privat, also in der Familie. Und man muss ihnen das Thema fast unter die Nase reiben. Oder? Ja. Ich kann so von meiner Perspektive sprechen. Hier es gibt ein paar mehr Grundlagen, aber tatsächlich die Umsetzung ist genauso schwierig wie in den anderen Ländern, wo ich bisher gelebt habe. Aber gefühlt, vielleicht weil es gibt mehr Wohlstand oder vielleicht gibt es mehr Bankangestellte als in der bisherigen Erfahrung. Man hört das mehr, aber tatsächlich mehr fokussiert auf Produkte, also diese sogenannte Altersvorsorge. Wir befinden uns jetzt kurz vor dieser Abstimmung, oder, wo es geht ganz viel über diese Altersvorsorge, über AHV. Ich würde natürlich jetzt nicht das Geheimnis brechen und dich um diese Abstimmung konkret fragen, aber allgemein geht es darum, dass hier das System Richtung Eigenverantwortung organisiert ist. Das ist auch ein Schwerpunkt, oder? Dass man einfach sogar bei diesen Arbeitsverträgen immer bespricht, ja, über welche Pensionskasse, mit welchem Umwandlungssatz. Also tatsächlich, man macht wenig damit, aber man hört das. Jawohl. Also auf jeden Fall, ich kann euch nur zustimmen und ich finde, wir in der Schweiz haben die besten Voraussetzungen, um ein Vermögen aufzubauen. Es gibt eigentlich in keinem, ich habe jetzt schon in Asien gelebt, ich habe schon in Nordamerika habe ich gelebt und ein Zeitchen verbracht und eigentlich in keinem Land wie die Schweiz, wo wir so einen guten Lohn haben und auch, klar, wir haben die höheren Kosten, aber nichtsdestotrotz bleibt es netto bei uns mehr übrig und wenn man das Geld Monat für Monat und Jahr für Jahr investiert, kommt da eine schöne Summe raus. Und wie du gesagt hast, Eigenverantwortung für seine Rente muss man schon früh anfangen. Ja. Hattest du das Buch von Florian Wagner, Rente mit 40, gelesen oder kennst du? Ich habe es überflogen, aber okay. Durchgelesen habe ich es jetzt nicht. Nein. Ist es ein Ziel für dich, mit 40 berentet zu sein? Also vielleicht nicht gerade 40, aber das Ziel wäre wirklich mit 50 aufhören zu arbeiten. Das heisst, also die Möglichkeit zu haben, aufhören zu arbeiten. Also, was nicht heisst, dass ich nicht mehr gerne arbeiten möchte. Vielleicht ja, also in einem kleinen Pensum 20, 30, 40%. Aber dass ich die Möglichkeit habe, über meine Zeit zu bestimmen. Ja. Das ist entscheidend. Also ich habe auch jemanden kennengelernt, der tatsächlich nur Aufträge macht, aber sonst sich selbstständig organisiert, natürlich mit der Gefahr, dass manchmal nicht so viele Aufträge kommen und muss eher so von dem Ersparnisse leben. Aber was vielleicht uns ähnelt und uns tatsächlich unterschiedlich macht von dem typischen Schweizer, wäre das mit dem Lebensstil, oder? Dass man eventuell nicht so viel angibt, sondern mehr so minimalistisch lebt oder ein bisschen so darauf achtet, dass ein bisschen so verknüpft ist mit einer Philosophie, brauche ich den Konsum, um mich zu befriedigen, um zufrieden zu sein, oder welche Erfahrungen bringen dich weiter? Und du hast gesagt, diese 2-3 Stunden investierst du, obwohl du jetzt definitiv in einem Angestelltenverhältnis bist, aber für dich ist eine aktive
Beschäftigung oder ein Hobby oder wie soll ich sagen, einfach ist eine Haltung, dass dich einfach in diesem Lernprozess tatsächlich weiterbringt, als diese 2-3 Stunden in einem passiven Tätigkeit, wie zum Beispiel so Fernsehanlügen oder Netflix bingen oder immer wieder eine Serie schauen, sondern dass du tatsächlich unterwegs bist, okay, wo passiert was, welcher Trend. Und das wahrscheinlich ist gehört zu der Philosophie, okay, vielleicht nicht so die Standardbeschäftigung oder wie ich mich einfach so mit meinem Feierabend oder organisiere, aber nachhaltig ist es dann doch, weil du hast gesagt, genau, ich habe vor ein paar Jährchen angefangen, aber jetzt bekomme ich sogar Anfragen von anderen Menschen, die merken, okay, da ist irgendwas, wo es mir fehlt, wo ich merke, ich bin irgendwie nicht so glücklich mit meinem Lebensstil. Wie integrativ kann man das Ganze machen? Weil wir reden tatsächlich über, wie ist eben die Freizeitgestaltung oder die Ernährung, der Umgang mit diesen Finanzen, das Reiseverhalten, also das Konsumverhalten. Ja, Klingt einfach so von draußen oder nach einer Herausforderung, aber wenn ich dich höre und einfach sehe, wie du dich einfach in Instagram entwickelt hast, man merkt, dass du einfach so Schritt für Schritt das gemeistert hast. Ja, also ich finde, der Schweizer, er hat nicht gerne Risiko, oder? Und ich bin jetzt eigentlich schon ein grösseres Risiko eingegangen, weil ich den Job gewechselt habe. Oder? Ich habe vorher 100% gearbeitet, jetzt arbeite ich noch 65%, also doch Lohneinbussen. Aber nichtsdestotrotz habe ich jetzt mehr die Freiheit, die freien Raum, oder, wo ich meine Zeit eigentlich auch besser kann, gestalten kann. Und im Winter eben arbeite ich knapp 2 Tage und dadurch habe ich viel mehr Zeit für meine anderen Projekte, für mein Studium. Und ich versuche weiterzukommen, eben dank auch mit dem Studium, dass ich irgendwann remote arbeiten kann. Das geht jetzt zwar noch ein paar Jahre, aber mit dem Job, den ich jetzt im Januar übernommen habe, habe ich jetzt schon viel mehr Zeit. Oder? Und ich lebe recht minimal. Ich tue nicht mehr so konsumieren wie zu meinen Lehrzeiten und auch während der Studentenzeit. Das ist mir echt nicht mehr so wichtig. Mir ist jetzt wirklich wichtig, dass ich über meine Zeit bestimmen kann. Oder? Das heißt, ist Bildung die beste Investition? Bildung ist immer eine gute Investition. Ich lerne jetzt momentan im Studium wieder so viel und auch vor allem aber die Connection zu verschiedensten Leuten. Und, das ist ein internationales Studium und da sind die verschiedensten Menschen. Oder? Genau, ja. Das Studium ist nur auf Englisch, also hauptsächlich sind es internationale Studenten und man kommt da in Kontakt, man tut sich austauschen und ja, wer weiß, was da alles rauskommt, oder? Und das passt auch zu der Projektion, dass du auch in diesem digitalen Ich, in diesem Online-Welt angefangen hast, du vermehrt oder diese Inhalte auf Englisch verbreitest und genau trotzdem berichtest du so direkt von der Schweiz, was man tatsächlich sehr schätzt, vor allem wenn man jetzt wie ich so neu hier angefangen hat. Was denkst du, wenn wir auf das Thema so regionale Schweiz, was braucht ein neu Zugezogener, um die Finanzen, um die Geheimnisse der Finanzen hier zu verstehen? Also ich finde, du machst es schon recht gut. Du tust dich sehr vernetzen mit verschiedensten Influencer, mit verschiedensten Schweizer, oder? Und echt nur mit den Locals, mit den Menschen, die hier leben, wenn du mit denen direkt in Kontakt kommst, bekommst du das Wissen auch gerade über, oder? Und ja, man muss ins kalte Wasser springen, man muss den Mut haben, die Menschen anzusprechen. Das können nicht alle. Und durch das hat man auch Erfolg schlussendlich, oder? Ja. Und der Erfolg ist eben, dass man so authentisch das versteht, was aktuell hier passiert. Was einfach so mit jeder Veränderung oder dass man einfach so dieses Kleinigkeiten wie, okay, was steht eigentlich in dem Lohnzettel? Man kann vielleicht so damit anfangen, oder? Ein Experte,
eine Person, die jetzt hier angefangen hat, die sagt, okay, Deutsch ist eine schwierige Sprache, noch Schweizerdeutsch dazu. Und ja, wie komme ich das mit den Finanzen? Und vielleicht kann man über Finanzen direkt auf Deutsch lernen, wenn man sich zum Beispiel darüber nicht beschäftigt hat. Und man kann so verstehen, okay, was passiert eigentlich, was in dieser Steuer, was passiert oder womit werden diese Steuer oder weiter verwendet. Also ich glaube, es öffnen sich viele Schlüssel, viele Möglichkeiten an, aber wie du das, man muss offen dafür sein, weil am Anfang steht schon ein bisschen Druck, oder? Weil man ist ein bisschen so ungewohnt. Ja, eben, also man muss eigentlich immer offen bleiben für Neues und du tust ja gerade zwei Themen, du hast ja verbinden, Finanz und Sprache, was ja sehr schön ist, weil das sind ja das ist ja deine Passion, oder? Kann man so sagen. Und man muss offen bleiben, wenn man etwas Neues möchte lernen, offen für Veränderungen, offen für die Menschen und vor allem sollte man versuchen, mit den Menschen in Kontakt treten, die schon das Wissen haben oder die schon dort sind, wo man mal hinkommen will. Welche Vorbildpersonen hast du in diesem Zusammenhang? Also hast du eine Art von Mentor gehabt, oder? Ja, also ich folge selber ja sehr viele finanzaffine Menschen auf Instagram und einer, der mich wirklich fasziniert, ist der Helmut. Vielleicht folgst du ihn ja auch. Und er ist ja über 40 Jahre lang ist er schon dabei. Oder? Das ist ja, er tut länger investieren, wie ich alt bin. Oder? Also das ist etwas mega Faszinierendes, dass man 40 Jahre lang dabei bleibt und man kann so viel lernen, weil er legt sehr viele Ratschläge offen, wo wenn ich das nicht gelesen hätte, oder, dann würde ich vielleicht nicht dabei bleiben. Oder? Also das ist sehr wertvoll. Und gibt es wie soll ich sagen, eine Plattform, den du sagst für die Zuschauer auf YouTube, genau, dass du sagst, das muss unbedingt ein Expert gesehen, gehört haben? Also in der Schweiz finde ich den Sparkoyote wirklich nicht schlecht. Also als erster Anlauf auf jeden Fall seine Videos anschauen. Ja. Sehen wir dich bald auf Videos? Weil du spielst jetzt den höchsten oder den größten, den berühmtesten Finanzinfluencer der Schweiz. Wir haben den hier auch interviewt, aber haben wir so bald eine Solo-Turner-Version davon zu hören? Ich denke, so schnell passiert das noch nicht. Aber man weiß nie, was die Zukunft bringt und ich lasse mir die Option offen und ja, vielleicht passiert das mal in Zukunft, aber momentan kurzfristig ist das nicht geplant. Was wäre noch wichtig, dass die Zuschauer über dich erfahren? Wie können sie dich erreichen? Beziehungsweise auf welche Sprachen können diese Anfragen über Finanzen ja, also meine Muttersprache ist Deutsch und ich kann gut Englisch und Vietnamesisch kann ich auch noch. Französisch geht auch noch ein bisschen. Ja, in diesen 4 Sprachen kann man mich erreichen und auf Instagram bin ich am meisten aktiv, würde ich jetzt sagen. Ja. Wir werden dein Konto hier verlinken und auf jeden Fall, genau, wir sind dankbar, dass du dir diese Zeit genommen hast. Ich bin tatsächlich sehr gespannt, wie du dich weiterhin in diesem digitalen Ich verbreitest. Es ist sehr bereichernd, oder? Das Gespräch, das wir jetzt geführt haben und dass wir so auch terminlich zwischen Reise und Reise oder zwischen dieser Freizeitgestaltung, dieser Auseinandersetzung mit den Finanzen Zeit zum Reflektieren haben auf Schweizerdeutsch. Ich bin sicher, wir werden immer wieder so uns gegenseitig austauschen, weil damit lebt der Zuspruch, also wie man einfach sich mit Finanzen und mit diesen spannenden Themen auseinandersetzt. Danke vielmals und einen schönen Abend, bis zur nächsten Folge. Danke vielmals, David, für die Einladung. Merci. Weitere Folge findet ihr in redcircle.com. Geheimnisse der deutschen Sprache.